Kobra. Zur Kobra gehen wir in die Bauchlage. Wir setzen die Hände unter die Schultern und wir üben alle 3 Varianten der Kobra. Die Beine sind zunächst geschlossen, die Hände unter den Schultern und der Nacken ist lang. Mit der Einatmung nehmen wir zunächst den Kopf und dann die Schultern hoch aus reiner Rückenkraft, ohne mit den Händen abzustützen. Wir haben nur Kontakt zum Boden. Halten diese Position, atmen normal weiter und halten nicht die Luft an. Die Schultern sind nach hinten unten. Wir atmen ein und mit der Ausatmung lösen wir die Position, drehen den Kopf zur Seite und entspannen die Arme. Das war die erste Variante. Die zweite Variante beginnt genauso. Wir setzen die Hände wieder unter die Schultern, der Nacken ist lang, wir atmen ein und kommen dann wieder aus reiner Rückenkraft nach oben, die Schultern nach hinten unten. Nun dürfen Sie ungefähr 50% Druck auf die Hände geben, sodass der Körper noch weiter nach oben kommt. Aber achten Sie darauf, dass Sie nicht das machen, sondern nach hinten unten kommen. Atmen Sie normal weiter und bleiben Sie in dieser Position. 4 bis 5 Atemzüge. Mit der Ausatmung lösen Sie auf. Drehen den Kopf gerne mal zur anderen Seite und entspannen. Die dritte Variante. Die dritte Variante geht wieder so, dass wir die Hände unter die Schultern nehmen. Nur jetzt öffnen wir die Beine so weit, wie die Matte ungefähr breit ist. Wir atmen ein und nehmen den Kopf wieder nach oben aus reiner Rückenkraft, die Schulter nach hinten unten. Nehmen jetzt das volle Gewicht auf die Hände und schieben uns so weit nach oben, wie es uns möglich ist. Auch hier achten Sie bitte darauf, dass nicht das passiert und nicht das, sondern bleiben Sie in den Ellenbogen gebeugt. Nehmen Sie die Schulter nach hinten, heben Sie das Brustbein und atmen Sie weiter. Atmen Sie wieder 3 bis 4 Atemzüge und mit der Ausatmung lösen Sie die Position auf. Legen die Arme neben den Körper, den Kopf zur Seite und entspannen in Shavasana in der Bauchlage. Die Kobra übt man in allen 3 Varianten, auch in 3 Runden. Entscheiden Sie selbst je nach Wirkung und entspannen Sie immer nach jeder Runde im Shavasana in Bauchlage. Die Kobra in der ersten Variation hilft besonders, um den Brustkorb zu öffnen und die Atmung zu vertiefen. In der zweiten Variation wirkt sie mehr auf das Verdauungssystem, stärkt die Verdauung und stärkt den Rücken. In der dritten Variante haben Sie mehr die Beschwerden des Unterbauchs und der Geschlechtsorgane, wie zum Beispiel Menstruationsbeschwerden. Insgesamt wirkt die Kobra blutdrucksenkend und stärkt die Wirbelsäule, hilft somit bei Rückenproblemen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.